Goedemorgen, levenswasserkioak. Welkom thuis. Ik begin de eerste ondervang met de bekonmerking. Met den zevenen heb ik levenswasserkioak plan wir unsere nächste Vision Klos te haben. De Vision Klos ist für alle, wat wir gleich mehr Informationen zu haben von Lebenswasserkioak, wo wir schaffen und was wir glauben doen. De Vision Klos sagt für so, wo wir gleich ein Glied zu werden. Und de Vision Klos sagt für so, wo wir gleich ein Mithelfer zu werden, hier Lebenswasserkioak. So, wenn ihr einen von diesen drei Dingen interessieren, dann freue ich mich, die Information der Stunde hast, zum ihr abschreiben für Vision Klos. Über die letzten Monat und ein halb habe ich über 50 neue Mithelfer gekriegt, hier bei Lebenswasserkioak, und wir sind so dankbar für, dass die uns an jene Zeit und jene Gaben zu bringen, zum Gott zu bühren. Und so, wenn ihr darüber interessieren, ein Mithelfer zu werden, dann freue ich mich, dass ihr diese Vision Klos stark nehmt. So weiter, das Wort mit den siebenten Sinn. Ich will Ihnen alle gleich in Weiden zu lassen, dass unsere Wurzelklosen und danach so wie sein Feuerwerk bei den Ende kommen. Und so kleine Geschichte und durch den Sturm von Weidel, da wir ein Feuerwerk wie der letzte Klos verbessert von diesen Klosen. Und so über diese Sommermonate, wo wir nicht wieder Klosen haben und danach so ist, ob in ein paar Monaten wieder planen wir weiter mit neuen Klosen anzufangen. Hier bei Lebenswasserkioak unsere Vision ist Gott leben und Menschen dienen. Part von dieser Vision ist, dass wir rückgehen dürfen und Gott sind bühren. Ein von den Wegen, wo wir das tun, wir Feuerwerk haben wir hier in Leiter Conference, hier bei Lebenswasserkioak, wo wir Kirchenleiter einladen dürfen von verschiedenen Kirchen von Kanada, States, Mexiko und Belize. Wir kommen hier haben, wir können Gemeinschaft bühren mit ihnen über Freitag, Sinn und Sonntag. Wir haben hier verschiedene Redner, verschiedene Klosen, alles mit dem Ziel, dass wir besser werden als Lehrer und unsere Kirchen können besser leiten. Das nächste wird ich Ihnen gleich ein Kartenvideo zu wiesen von der Sophia Leiter Conference. Das abkommende Sonntag plant Pastor Irwin Cornelson hier zu sein und uns neuen mit der Botschaft. So wir kriegen auf Federweich, luden Freunde und Familie an zu kommen. Das abkommende Sonntag für Pastor Irwin Cornelson. Das sind alle Bekanntmerkungen für dieses Werk. Dankeschön für die Anhaltung. Good morning, iedereen. Wel de opstonden van jou als wat een goede gelegenheid zum Gott loven am aanbeden voor wer hij is. En die niet woord
stond, det var, hvor du for mig døj til at se. Du råbs mig for grædre din, så du mine uden opmærksomhed. Jeg siger stund, det var, hvor du for mig døj, og jeg se, jeg får se. Du hast mich gerade
Dankeschön Gott, dass jeder Tag wir uns ab die verluten. Jeder Tag. Die Tigens, die sind alle wenig rum uns. Von den guten Dingen, wird die das. Ich weiß, wie viele uns manchmal so das leichter ist, all die schlechten Dinge zu sein. All die Dinge, die uns Angst geben, all die Dinge, wie wir Sorge immer haben. Aber Gott, ich bete, dass du uns helfen mit frischen Augen. Frische Augen die Welt zu sein. Besonders die Welt um uns. All die guten Dinge. All die Dinge von Schönheit. All die Wunder, die du das. Das schmecken um uns. Was immer das ist, Gott. Selbst wie von da die Kirche verluten wurde, Luther, ich bete, dass du uns helfen wird sein, was wir vielleicht noch nicht euer gesehen haben. Und auch in dieser Zeit von Anbetung, dass wir die Terne auf dem Weg sein, was wir vielleicht noch nicht euer haben. Wir sind so dankbar, in wegen dort singen wir. Durch meine Lebenszeit, deine Trüheit, du besiegt mich. Nur starke Sturms kommen Ruhe im Hort. In jeder Umstand, wo ich dann kriegst du. Ich soll die Tickets von deinen Schauen.
politiken sent och hel. Dankeschön, Jesus. Dankeschön dat dine teken centrum ons. Wo groot bist du? Wo groot bist du? Kan vi allweg zijn en wil vi handchecken? Kon doch nicht verstehen, doch heu Krieg, konnt's wahrlich wirte Lieden, heu bladen Stoff, zu meine Sinn beton, dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, vor groß bist du, vor groß bist du, dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, vor groß bist du, vor groß bist du. Von Jesus tjänst med trumpeten kjolen nämnt min och hus befrå min hårt på sen jag ber mig då en dag mot för min rara en rop som nytt min Gott för gröt bäst du. Dann singt min hårt, min rara Gott, nur die, hvor gröt bäst du, hvor gröt bäst du.
Gott, der ändert nicht. Gott, der ist, da haben wir gleich so einmal erst was, er ist graut. Und ich glaube manchmal, wenn wir nur unsere eine Dinge checken, nur unsere Troubles checken, dann sagen wir manchmal, das ist ein großer Trouble, mir fehlt ein großer Gott. Aber Gott ist immer rein. Er ändert nicht. Er ist rein da, uns zu halten. Und ich kijk ver weg. Terwijl we zwaar ver am zijn en am bezwaar loven, am prijzen dat ganze beeld waar kunnen zijn, wanneer we met Himmel zijn. Maar we zijn vandaag hier, we kunnen am loven, am prijzen, am hooggeven en zijn, hoe groot hij is, dat hij ons taub houdt in de goede tijd en de slechte tijd. Wanneer we in een slechte tijd zijn, dan voelt zich ons veel een groter God, om ons hieruit te helpen. En hij is allemaal daar, is allemaal dezelfde. We hebben ons loven, am prijzen, am hooggeven. Van der Samaris, wir wieder gehen, Gott sein Wort an hier und wir sagen, Gott, du bist gut, du bist gut. Amen. Wir haben Jesus eine Hand geben. Heißt der Gott, Amen. Thank you, Jesus. Ich kann Ihnen Dull sagen. Welcome alle hier. Mir freut, dass ihr hier sind. Dankeschön für hier sein von dir in diesem Gottesdienst, in diesem Service. Wenn ich dort sage, dass ich freue mich, dass die in diesem Gottesdienst sind, ich meine das so, ich gleich dort. Wir kickten über das letzte 3 Monate, ja, die letzten 3 Monate, Januar, Februar und März. Dann haben wir in den ersten Gottesdienst ungefähr 60% voll gewesen in unsere Steiler hier. In den zweiten Gottesdienst sind es 20% voll. So, mir freut, dass die tätig rauskommen in diesem Gottesdienst sind. Und hier ist doch ein bisschen mehr Raum, so ich kann Ihnen Freunde anladen. Und vielleicht kann ich some von Ihnen Freunde von den zweiten Gottesdienst anladen, dass die nach diesem Gottesdienst kommen. Aber wir bloß bleiben, wenn Menschen anladen und rauskommen, weil mich freut, dass die hier sind. Der zweite Gottesdienst ist gewöhnlich ein bisschen voller, oder falls sich so Fall, wenn er 20% voll ist. So Dankeschön für Ruhmmerken und in diesem Gottesdienst sind. So der beide Gottesdienste sind Krieggebereien, dieselbe Botschaft. En zelfde worship, zodat zij goed dat je hier bent. Vandaag hebben we een bijzondere zondag Samaris. We hebben een membership opgenomen, een gliederschap opgenomen. En zo we worden glieder nap krijgen, wat de rijdt zijn om nap te komen vandaag Samaris. Zo komt die nap, die worden opgesigned zijn te vandaag, komt alle nap. We zijn beschäftigt dat meer mensen zijn, dit wil ze wel thuis zijn, dit zal er thuis gekijkt zijn, dit wil ze wel metschaffen, dit wil ze wel er govenbrug, dit wil ze er tijd wel geven en dit wil ze wel metschaffen. En zo we zijn zeer excited voor dit ganze team hier. Ik meine, deze mensen alle wat zijn uitgekomen, we hebben met hen alle persoonlijk geredet. So ik wil hastig een klein beetje zeggen, wat dat schafft, wanneer we wel een glied worden in de kerk. Eigenlijk wat we nog vragen is dat ze de visionklas doorgaan. Wanneer je de visionklas doorgaan, dan kan je een beetje zien waar we raden als kerk, wat we geloven als kerk, waar we schaffen dan, dat je hebt een goede aanblik in dat. En dan, wanneer we eerst met hen gereed hadden, zijn sommige dingen wat we nog kijken doen, wat nieuwe glieder moeten haar zijn, wanneer ze in de kerk dan komen. Ik denk is dat ze moeten persoonlijk Jesus hat angenommen als Herr und Heiland und sie müssen getauft sein. Und dann merken wir plötzlich mal, dass sie wo Port sind in der Kirche und Matschhofen und Dein. Und some von denen sind ungefähr ein Jahr hier, some sind ein bisschen länger, some ein bisschen weniger. Und so wir sind plötzlich super excited, dass sie wel Port sind hier von der Kirche. Ich werde Namen sein von dit eng und dann wollen wir da reingehen. So das sind Fernando und Eva Welk und sehen Neymar. Und so wir sind schafft, dass sie mit uns taub sind. Das sind, hier nächste sind Ruben und Susie Unger. Freue uns, dass sie mit uns taub sind. Und dann das nächste, das sind Ruben und Lydia Penner. Und ihre kleine Girl Talia Jane. Ja. Und das nächste, das ist Diana Bandman. Und dann haben wir noch Eloy Giesbrecht. Und so wir sind sehr froh, dass die Port sind von der Kirche und dass ihr das in der Kirche merken, hier mithelfen und eine Goven und eine Zeit brauchen hier in der Kirche. So, ein anderes Ding, was ich will sagen, ist, wenn Leute hier in der Kirche Glieder sind, junge Kinder sind auch Port von der Kirche, aber wenn ich 18 und alle sind, dann fragen wir, dass die Kinder selbst eine Entscheidung machen, wo sie wollen Tisch sein und wo sie wollen mithelfen.
So wie vrij ons dat je gezegd dat je wel een levenswasser met schaffen, dat zal je natuurlijk kwijt zijn. En wie kijken verder weg, waar we worden kunnen top schaffen en een eindigheid schaffen. En met de visie wat God ons gegeven heeft, door je kunnen part van zijn en plus meer mensen erreiken voor Jezus. So ik wil vragen dat je opstaan en dan willen we plus een zijn beden even eind en welkomheiten. Voor hem helemaal dankzij voor deze ganze groep hier wat hier boven staat. En wat te zeggen, levenswasser is mijn thuis. Hier wil ik thuis zijn, hier wil ik wassen, hier wil ik mijn goven brokken, hier wil ik bespaard van zijn, ten God zijn rijk been. En ik vraag dus nu een bijzondere zijn, even eens als goven wordt brokken. Ik spreek dus gezondheid, vrede en wijsheid even eens als zij in deze kerk worden schaffen en bezien deze kerk, hoe immer zij worden zijn, ihre families. Wo immer sie sind, dass sie bis keine dienen willen doen en meer mensen erreiken voor die. We loven die en we danken die, dat we kunnen hier is dit, kerk is dit doen, dat du hast, dat is dit aangevierd, dat de kerk, de lokale kerk, wo we kunnen top schaffen en we danken die daarvoor. We loven die en we prijzen die in Jezus' naam. Amen. Amen. So wir ein bisschen Hand geben. Thank you guys. Thank you very much. Je kan je doel zetten, je kan gaan. Thank you. We hebben alle persoonlijk, we als elders hebben met hen geredet, we hebben ihre testimony gehört, sie haben mit je verteld, wo sie haben Jesus angenommen, wo sie wel hier in deze kerk mitschaffen, sie haben ein sehr gutes Zeugnis, und so hat es eine sehr starke Gruppe, was in der Kerk nennt, um bloß mitzuhelfen und wieder zu schaffen, so wir sind sehr dankbar dafür. Pastor John, der ist in der Reihe von Botschaften West mit, und er hat einen interessanten Titel von der. Er sagt, der Titel sagt, ich kann nicht, ich sehe doot. So blieb krieg du hast dazu sagen und hör nach der Botschaft. Nächsten Monat, dann sind meine besten Freunde und ich 40 Jahre befreit. Und ja. Klatsche, wenn ich so alt sehe, dann werden wir noch einmal top sind. Anyway, sei es der liebendste Früh was, was ein Mensch Sermon sich jemals wünschen kann. Viel liebender sagt, jemals wird ja was sein. Aber es ist ein Problem. Und so, ich würde leichen, wenn Jesus früh ist, vielleicht können wir mit euch reden. In diese 40 Jahre habe sie bloß einmal Ja gesagt, wenn ich auch früh sie mit will. Ich vroeg van jou, ik dacht zo van het 40ste anniversary, would we mal wat Besonderes doen. En ik vroeg haar, als we naar de kerk voeren, van jou, ze met, want ze zei nog waren, nee. En zo ik haar eenmaal in het leven op een rollercoaster op te trainen. En zo, dat eenmaal wat zij erboven weer had, ze God verspreken, want ze nog eenmaal met leven ervan kwam. En we ze dat never meer doen. En dat staat nog helemaal. Ik zie toch wel zo'n mens wat door geld holt, hem zich gruwen laten. Aber wem interessiert Rollercoaster? Alright, we hebben het hoop voor, weet je dan. Zij kan vielleicht thuis blijven met wem spazieren en dan. Nou, we zijn in die boodschappen en aan wie was met. En vind jou wel wie met God hoop zo te zijn, daar ik meer daarop voeren. En dan willen we een beetje stilhouden in deze dorpen en dan wil ik je vragen of je daar woont. Dit is een reis wat God ons geeft in de Römerbrief. Weet je, in de Römerbrief, ik heb vaak zo gedacht in al deze jaren wat ik in predigen was, dat ik wil nog mal dollar aan de Römerbrief predigen. En zo ik heb later tijd een beetje aangevangen, een beetje dollar. De Römerbrief is in vele hinsichten een beetje een zware brief. Er zijn sehr viele Ideen bei. Aber weet je, Paulus sagt von Anfang, dass er schämt sich nicht für das Evangelium. Wenn du bist, als erstens die Kraft, Gott seine Kraft zum seilig merken, und danach Gott seine Gerechtigkeit. Und so dann geht Paulus durch Römerbrief und weist uns, wo Gott das möglich merkt, mit einer Menschheit, die verloren ist. En dat eerste dorp, het eerste titel, ik kon niet echt zien dood. Weet je, dat is waar we worden aankomen. De Bijbel nennt verschiedene dingen dood. Paulus nennt ons van dood in zin, but dood to zin.
En så det reis waar we van jou een beetje nemen. En zo in Epheser 2 zegt het, je werden in jullie zinnen geestlich dood. So dat daar, wo we aanvangen. Dit is wo we alle gewas zijn, nog zijn. Aber weet je, Paulus zegt, je werden. Ik hoop dat zo van alle van ons, dat we door mal weer dat vergangenheid. Ik zie niet meer dood in zin. Nou weet je, de dood wordt verschieden gebruikt in de schrift, aber in dit geval is dood Trennung. Dood is dat ik zie niet in verbindschaft met het rechte denken en met de rechte persoon. Zo ik zie niet verbindschaft met God. En dan Römer kapitel 1, dat eerste dorp is de mensheid ohne God. Dit is waar onze wereld van jou is. En ik geloof, we leven in een tijd waar dit klarer te zijn gaat, wat passiert in de wereld, wanneer we God te zien schrijven, en we dan God zijn waarheid te zien schrijven. En so Paulus zegt in Römerbrief, dat wanneer we God te zien schrijven, dan passieren er soms dingen. Ik wil niet dat eerste kapitel ganz lezen, maar ik wil je 3 of 4 vers lezen. Horch bloß naar de weer. En dan vraagt je, is dit het dorp waar ik woon? Heb ik God te zien geschoven? En dat ga je voor jezelf beantwoorden. Maar hij zegt es dit, die zijn alle. In Römer 1 vers 29, die zijn alle. So in dit dorp zijn ze alle eierig. Die zijn slaag, ongehoorzaam, engietzig, vol afgangs en moord, strijden en onschmeren en gemeenheid, plunderen en lees. Nou, dit is een beetje een list wat in dit dorp woont. Maar weet je, dit is het dorp waar we God te zien schrijven. Dit is het dorp waar ik zelfs baas zie, zo te zijn. En ik wil niet Jezus volgen. Dit is het dorp waar we zijn, dat je niet meer aan God. Dit is het dorp waar ik zeg, ik zie een atheist, ik geloof niet aan God. Dit is het dorp. En dan zegt hij weer, zij bieten hingerig, ze kunnen God niet lieden, zijn fraag, protzig en pochen zich. Ze vingen immer mehr schlechtet uit en gehorchen ihre Eltern nicht. Sie haben kein Verständnis und sind nicht zu trühen. Sie sind andere Menschen nicht gut, sind nicht willens zu vergeben und haben kein Mitleid. Und wenn sie auch weiten, dass Gott das Todesurteil über dich bestimmt hat, die so was tun sie das nicht nur selbst, aber unterstützen andere, die das auch tun. Na, dit is een true dorp. Aber dit is het dorp ohne Gott. En weet je, we brauchen von jou nicht so wie checken, aber wir nicht glauben können, dass Menschen so schrecklich verdreht sind. Und ich frage mich immer, war in einer Welt von Wissenschaft, und wir können lesen, wir können verstehen, wir können alles, dass Menschen zu den Entschluss kommen, was sie tun in dieser Welt, das ist mir einmal nicht klar. Bloß menschlich noch nicht gecheckt. Aber das ist der Dorp von ohne Gott. Und so die Frau für mich und für die ist, sie ist hier tschüss. Und dann meine ich nicht, Charmfakt mit einigen von diesen Dingen, wenn wir würden alle machen sein, dass einige von diesen Dingen, die kommen viel zu dich bei tschüss. Aber da meine ich da wieder wohnen, wir wollen Luther aber den Punkt kommen. Aber wenn ich in mein Leben hat Gott zu sie geschoben, und ich habe mein Leben gesagt, dass ich weit besser und Gott, wenn wir haben Gott gehabt, die kann sich weiten, ich will mich selbst weiten. Dann wohnst du in der Dorp. Der zweite Dorp, wo wir wollen stillhalten, ist der Dorp oder die Menschheit von der Religion. In Römerbrief, Kapitel 2, Paulus redet in Kapitel 1 von, was in der Welt passiert, wenn wir Gott zu sich schieben. Und dann in Kapitel 2, in ein Bett von Kapitel 3, aber da redet er von, was passiert, wenn ich religiös bin. Weil hier habe ich nicht Gott zu sich geschoben, hier habe ich mich selbst zu Gott gemerkt. Hier habe ich mich selbst gesagt, ich sehe besser, ich sehe hechest du, und ich war, und wenn du mal so das sagst, dann wird es alles schaffen. Ich will bloß ein Vers lesen, er sagt, wer ohne Gesetz sinnig hat, wird ohne Gesetz verloren gehen. Wer das Gesetz hat und doch sinnig, wird durch das Gesetz verloren gehen. Oder der wird durch das Gesetz verurteilt worden. Na weet je,
in Paulus seine Deo, dann wären da die Heiden kommen von der Welt ohne Gott. Die Heiden kommen von der Welt, ich meine, ohne Gott sagt, sie hatten alle Hund Jatta, sie hatten alle Hund Aufjatta, die in Sinne Dinge. Aber sie kommen da in Kapitel 1, dann können wir sagen, aber die Juden kommen in Kapitel 2 über die. Und die Juden, wenn wir das Kapitel ganz würden lesen, dann sei wir im Beta, sie wollen die Heiden belehren, aber dann das Salz gedenkt, sagt Paulus, verschiedene Dinge. Das ist vielleicht das Darb, wo wir da gewohnt haben, als Mennoniten. Wir haben immer an Gott gehört. Wir haben niemals gelebt, glaube ich nicht, ich weiß es nicht, ich sie niemals in der Zeit gewesen, wo wir in uns Heim sehen, dass dort kein Gott den Schuhe zu sehen. Und ich glaube, du bist auch nicht. Aber wir sind einmal in der religiöse Darb gewesen. Wir sind einmal wo gewesen, wo wir ein bessere Menschen. Und so wir erhoben uns selbst. In der anderen Menschen, wir sind Weltmenschen, aber wir sind Gott sein Volk. Das ist eine ehrliche gewesen in uns Mennonitentum, weil wir sind auch Weltmenschen ohne Gott. Ich meine, wir sind eine Weltmenschen in den Sinn, dass wir hier wohnen, nicht? Aber in der Religion, da hebe ich mich selbst ab und wir weiten von Jesus in der Zeit und man hat verteilt die Geschichte von den Pharisäern und den Zöllner, kommen an den Tempel und die Pharisäer, hey, dank Gott, was von feiner Mensch ist. Das ist Dollar das Darb, wo wir hier wohnen. Und ich glaube, das ist wichtig, da wir das tauschen. Und so ich frage dich, als dort das Darb, wo du von dir wohnst, du leist du was besser? Vielleicht besser als die spanische Welt, wenn wir sind die Mennoniten und wir knacken so und so eine Dinge. Aber weißt du, wir haben uns erhoben einmal und das ist nicht reich. Wir sind auch verloren. Weißt du, was er sagt im Wort in der nächste Darb, das ist, dass die andere beiden Darben, das Darb ohne Gott und das religiöse Darb sind beide verloren. Und so der nächste Darb ist die Menschheit, ist eine neue Reichtigkeit. Und hier in der Darb, du sagst Jesus das, in Kapitel 3, Vers 9, was sagen wir nun? Sind wir Juden besser auf? Weil ihr habt was hier geredet von, in Kapitel 2, in Kapitel 3, dass die Juden, die hatten Segnungen, die hatten die Propheten, die hatten die Schrift, die hatten Gott sein Raub, die hatten all diese Dinge. Aber sie hatten sich danach selbst erhoben. Und dann sagt er, nee, ab kein Weg. Wir haben dort all klar bewiesen, dass beide Juden und Griechen Sünder sind. So Paulus hat in der ersten und der zweiten Kapitel dort klar gemerkt, dass die sind alle Sünder. Dann sagt er so, es dort geschrieben steht, du hast keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. So wir sind in diesen drei Darben, ihr weißt, der Darb ohne Gott, der Darb in Religion. Religion meint menschlich geregelt, seilig worden, das in der Netenschalen wird, was Religion meint. Und so wir haben uns selbst uns Plan abgestellt. Und nu zijn we bij dat dorp wo Gott uns sagt, die andere beiden Dorpen sind alle Sünder. Und weet je, das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns Mennoniten, dass wir nicht, wir können von dir ans über die Welt wundern und wo verdreht die sind, und besonders, je weten wo alle dreht von dir schon da. Und so wir können uns wundern, wo verdreht es alle ist und wo die watchte Menschen sind und dat, wo jeftet sind, dass die nicht klicken sind, das dort. Aber bevor wir das tun, werden wir ein klein bisschen checken, ob wir bei einmal in das religiöse Dorf wohnen. Weet je, wir sind bloß dann gerät, wenn wir Jesus haben. Und das hat sich kracklich, als du von einer mennonitischen Familie kommst, was so ein Fan warst, das sind immer alles krack. Ich sage einmal, die Entjes sind alle krack noch gewesen. Aber ich sie gerutscht bei mir, ich sie selbst gerecht, ich habe mir erhoben, und das ist nicht reich. Aber dann kommen wir bei der Menschheit in Gnade. Und weißt du, das ist die Reise, wo Gott uns nimmt. Das ist die Reise von Glauben, aber ich nenne das hier Gnade. Wenn wir uns denken, dass das ein Darb ohne Gott, dass das ein Darb von der Religion, dass das ein Darb, wo wir man klar leihen, dass die Menschheit als ganz und gar einen Sinn, dann nimmt Gott uns nur das nächste Darb. Und weet je, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Und das ist die Ursache, wo wir sind. Wenn wir brauchen nicht in der Darb bleiben von ohne Gott, wir brauchen nicht in der religiöse Darb bleiben, wir brauchen auch nicht mal in der Darb bleiben, wo die Verdammnis sagt, dass du bist verloren. Jeder Mensch ist verloren. Du brauchst wir nicht bleiben, das ist Gott seine Gnade. So er sagt in Römer 4, Vers 3, die Schrift sagt, und Abraham glaubt, und dort war damals seine Gerechtigkeit
ungerecht. Ich will Hanji sagen, das Wort machen, dass Abraham wie Gott ein vollkommener Mensch ist. Wir würden noch keine Dinge von Abraham vertrauen, was wir von der würden sein, so Dinge, weil wir nicht wollen, weil wir bloß nicht in die Kirche haben. Aber Abraham wie ein Mensch, was Gott lebt, und das Glauben, was hat, dass wir so ein Glauben, was jinkt. Gott sagt zu Abraham, geh mal in ein anderes Land. Abraham jinkt. Gott sagt zu Abraham, abverdient sehen, jinkt. Und so wie fing von Abraham, dass glaubt. Dann sagt er, in Arbeiter sein Lohn wird nicht aus ein Geschenk angesehen, aber aus was, das verdient hat. Und das ist uns alle klar. Die von uns, was Arbeiter haben, oder Arbeiter sind, die verdienen den Lohn. Aber für dem, der nicht mit Worten angeht, aber an den bleibt, nicht hörst, was er sagt, an den bleibt, der die Gottlose gerecht merkt. Was sind die Gottlose? Die anderen 3 Darben. Das Darb ohne Gott, das Darb von Religion, das Darb, wo alle Menschen Sünder sind, oder wo es klar wird, dass beides Juden und Griechen oder Juden und Heiden kann sein, die ganze Welt um ihr sind, der die Gottlose gerecht merkt. Das ist, wo es wichtig wird, dass du nicht glaubst, dass Gott hat die Gnade gewesen, wenn du wirst ein bisschen feiner Mensch. Gott weiß uns Gnade, wenn wir in der ersten Sünde, was es gibt. Will nicht mal am Rollercoaster mit, und so eine Dinge. Aber weißt du, da der Gottlose gerecht merkt, dem wird sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit, macht das Wort ungerechnet. Dort wird die gegeben, wenn es auch nicht dient ist, sozusagen. Da wird die Credit geschrieben in deinen Bankaccount. Abraham war Gott ein vollkommener Mensch. Du bist Gott ein vollkommener Mensch. Aber in uns Glauben an Jesus Christus schrift Gott uns eine Gerechtigkeit Kredit, wo wir in uns selbst nicht haben. Das ist Gott seine Gnade. Und weißt du, dann kommen wir bei dem nächsten Darb, das ist das Darb von Gerecht. Weißt du, von ohne Gott, religiös, ganz verdammt, können wir hier sein, dann kommen wir das Darb von Gnade. Und als die Frau wohnst in das Darb. Er wohnt in der Darb von Gerecht. Er sagt es dort in Kapitel 5, weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind durch den Glauben gerecht geworden, nun haben wir Frieden. Ein von den Troubles in dieser Welt, ein von den Troubles, und ein von den Troubles, wenn wir nicht verstehen, wer wir in Christus sind, ist, dass du hast never Frieden mit Gott. Du hast immer in die Wort, wenn du weißt, dass Salz so gut, dass du nicht gerecht bist. Du weißt, dass Salz so gut, die Fehler, was du tust. Du weißt, dass besser als ein anderer Mensch, wo du denkst und was in dein Leben fehlt. Du weißt, dass so gut. Aber Gott sagt, wenn ich in der Darb wohne, von Glauben, ich habe Jesus angenommen, dann sagt er, dann sind wir gerecht geworden durch den Glauben. Wir wohnen in der Darb von gerecht sein. Stellt dir mal vor, das ist ein friedlicher Darb. Das ist ein Darb, wo wir das erkennen, dass wir sind ohne Gott verloren, wir sind unsere Religion verloren. Der ganze Menschheit braucht Jesus und wir haben Jesus angenommen, wir haben Frieden mit Gott. Und wir sind bloß einfach, wir haben Frieden in uns Hort, Frieden in uns Denken. Oh, wir leben in dieser Welt und da passieren dumme Dinge und bei einmal hastig, dann passiert was in deiner Familie, was bloß nicht menschlich zu verstehen ist, aber das Frieden in dein Hort. Wenn du hast Gott. Das ist bloß ein friedlicher Darb. Ich weiß nicht mal, wo ihr warst und wo das so ein Lied geht und das bloß amaglich Lied bei einmal hastig hast zu stellen. Wow. Das ist bloß Fried. Und das ist ein Darb. Und so die Frau, als wohnst du hier. Er sagt in Vers 20, dass gesagt wird, dass der Sinn mehr von da kommen soll. Aber der, wo die Sinn tun nimmt, wir immer noch mehr Gnade. Und so, dass gesagt wird, ihm klar machen, dass du bist ein Sünder. Dass gesagt wird, ihm klar machen, dass du merkst es nicht in dieser aus. Weil du ohne Gott, vielleicht wohnst du in dort oder du wohnst in der Religion du versuchst in aller Mehliste, nochmal bei Gott angenommen sein, aber in die weißt du sehr gut, dass du never merkst. Das ist das schwere Ding von Religion, wie man immer nach Dollar schaffen, immer nach mehr sein zu tun. Immer vielleicht wird Gott mir dann annehmen, ein das oder so. Aber das ist niemals wirklich Friede. Aber wenn wir Jesus kennen, als unser Leser, dann können wir in der Darb wohnen von Friede. Und weißt du, wenn der Sinn auch groß wird, und vielleicht in deinem Leben, wenn du mal wirst
da in wat alle gewas das, wir werden uns alle verführen. Aber weißt du, was Gott seine Gnade als immer gratis dienen sind. Dort, wer wir in Christus sind. Das steht, wo Menschen einmal sagen, okay, wenn es so ist, dann werden wir uns das Lotenschein gehen. Dann werden wir so leben, als uns gut geht, wenn Gott seine Gnade immer gratis sind. Und das ist das nächste Darb. Das nächste Darb ist ein bisschen schwer zu verstehen. Und du sollst dir nicht schlucken, wenn du hast noch ein Darb. Wir leben in der Darb von Frieden, wir leben in der Darb von Gnade, aber das ist noch ein Ding, mehr bei. Und dort ist der König, ich doot. Und so von der war wir an uns selbst mal so nachchecken, dass wir können nicht, wenn wir sind tot. Er sagt es dit, was soll wir dann sein? Soll wir beim Sinnen bleiben, dass die Gnade durch geraten wird? So Paulus weiß das all, was die Menschen waren Frauen. Paulus weiß all, dass ich und du waren ein Tag, das horchen, wir waren ein Tag, einmal lesen, und wir waren ein Tag lernen, dass wenn meine Sinn himmelhoch ist, dann ist die Gnade noch geraten. Okay, so, wo ihn da nicht mal gescheit sind, und wo ihn da nicht mal ganz ausflippen, damit Gott seine Gnade mal wirklich gerät ist. Das ist, was die Juden sehen. Okay, wenn die oft jahrerische Stecker hätten, wenn die hier auch kennen in der Kirche sind, dann werden wir uns mal gut gehen. Dann ist da kein Mut stark. Dann Gott seine Gnade regt, der war alles. Und der auch. Aber Paulus sagt, das soll nicht unsere Einstellung sein. Er sagt, ich habe keinen Weg. Was soll wir, und du hörst, was er sagt, da wir für die Sinn tot sind, durch wieder beim Leben. Und das war mein Titel von hier kommt, ich kann nicht, ich sie tot. Ich sie nicht tot zu Sinn. Na, wir wissen das alle gut, dass in uns Denken, in uns Körper, in uns Fleisch, ist das gute Wahrheit. Und das ist vielleicht ein bisschen trist zu sagen, aber ich sage, das ist nicht die Wahrheit. Was ich will sein, ist, wir müssen verstehen, dass meine Stellung und mein Wandel sind zwei Seiten von derselben sind. Das habe ich noch einmal gesagt. Aber wie man uns lernen, aus Gott seine Kinder, dass ich kann nicht, wenn ich sie tot. Oder weiß ich nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeupt sind, in seinen Tod gedeupt worden. Dann wird die Idee in der Schrift ist, dass Jesus starb, und wenn ich Jesus annehme, dann rechnet Gott das so, dass ich sie mit Jesus tot gestorben. Weil ihr im Garten Eden seht Gott, wenn je waren versündigt, wo je gestorben. Das sagt in der Schrift, dass der Lohn für den Sinn ist der Tod. Ewiger Tod, getrennt von Gott. Aber nur in Christus, oder weiß ihr nicht, dass wir alle mit Christus tot gekreuzigt sind. Wir sind mit ihm tot gestorben. Wir sind nicht tot. Und das ist eine sehr interessante Idee in der Schrift. In Römer 7, wir wollen von der nicht durchkommen, aber Römer 7, da redet davon, dass in meinem Leben, ich kämpfe mit verschiedenen Dingen, aber ich sie gestorben, hat gesagt, der Sinn hat nicht mehr Kraft über die, um die verdammen, wenn du in Christus bist. Ich sage wieder, wir werden durch den Deuten im Tod begraben, dass so ist Christus durch den Führer seine Herrlichkeit von dort abgewagt worden. Nu habe ich was sagt, wir können ein neues Leben wandeln. Und so die Gedanken in der Schrift ist, wir sind mit Jesus tot gestorben, mit ihm tot begraben, mit ihm tot abgestanden, ein neues Leben. Das ist deine Stellung. Na, dein Körper ist nicht gestorben, du bist nicht begraben, dann abgestanden von Tod. Das ist nicht, wo ich von rede. Aber das ist jährlich passiert in die. Na, wir wissen, das wird körperlich passieren, das ist das Versprechen von Gott. Aber in dein Yes, in dein Verhältnis mit Gott, du bist zu Sinn gestorben, mit Jesus begraben, du bist abgestanden, ein neues Leben. Aber so, als Jesus von dort abstand und ein neues Leben lebt, sozusagen, so kann du von der Ort von einem sinnlichen Tod abstehen in ein neues Leben wandeln. Und dort wird ein Tag körperlich passieren, aber von der ist es jährlich passiert. Das ist deine Stellung. Da müssen wir sehr verstehen, das ist unsere Stellung. Wenn wir nur ans Selbst kicken und meine Gerechtigkeit hat mit meinem Leben zu tun, dann weiten ich und du und jeder andere Mensch, der wird das nicht wahrmerken. Wir bloß mal honest sein über dort. Ich meine, diese Weg hast du, weil du beisat, oder du hast irgendwo nicht ganz abrechtig was, was immer das alle wir. Aber wie weit das? Vielleicht haben wir was gecheckt, was wir nicht sollen. Aber wir haben, was immer das ist. Wie weit dort, da wir sind nicht vollkommen. Aber die Stellung, da wird die aus Kredit geschrieben, wenn du an Jesus glaubst. Und das ist sehr, sehr wichtig.
wie weiten, sagt er, wie weiten dat ons alle mens met aantoop gekritzig ist, zodat er met onze zinnen Körper einhat und wie de Sinn nicht mehr dein. Und das ist das Ziel. So, hier ist das Ding. Wir sind über das Darb, wo wir zu Sinn dort sind. Weet je, wir kommen von das Darb, wo wir in Sinn dort werden. Wir werden ohne Gott in der Welt. Und dann fuhren wir durch das religiöse Darb. Und dann fuhren wir durch das Darb, wo jeder Mensch verdammt ist, auf ein Herr oder Jude, auf religiös oder nicht. Aber dann schauen wir bei das Gnadendarb, das Glaubendarb. Und dann kommen wir bei das Darb, wo wir gerecht sind in Christus. Aber dann holen wir Stellen das Darb, wo wir lernen, in unserer Stellung zu leben. Und weet je, Schwester, das sind sehr welche Punkte, wenn Paulus sagt, okay, oder die Juden sagen, okay, wenn genug einmal eben Sinn ist, dann werden wir so leben, als uns entscheidet. Dann werden wir uns mal gut gehen. Und Paulus sagt, niemals, never. Like, wo kann je durch ein Leben, wo je für gestorben sind? Ich sehe in der ersten meine frühen Akt, wir sind 40 Jahre befreit. Für 40 Jahre. Als nu jeder andere früh dood was für mich. Dat is waar hij van redt. Nou, dat meint niet dat ik niet junt red, dat ik niet junt vriend zie. Dat meint niet dat ik niet helemaal met junt ramjoke of zo'n dingen. Maar weet je wat het meint? Jeder andere früh is immer dood was voor mij in een verhältnis als een eigen. Immer. En de trouble in je eigen komt eenmaal nemen wenn je dat niet klar haben, dat je zijn dood für jeder andere Mann, für jeder andere Frau. Das ist, was es meint. Ich sehe da rausgetrocknet uit dat Darb. Vor ich lerne befried, dann teilen mir alles, was alle mit mir wollen. Ich kann, sorry, das ist gleich so. Aber weet je, ich kann mit so einer Frau, was ich will, solange es dort ein Christ wäre und dort wie eine Frau. Das ist alles, was Gott davon sagt. Gott hat gleich eine lange Streit gesagt, die mit so eine kleine Haare und Augen und all diese Dinge. Wenn ein Christ soll sein, ein Christ sein, und das soll eine Frau sein. Das ist alles, was Gott davon sagt. Aber ich kann mich wählen. Aber von dann, was wir in der Kirche stehen, in Ja sehen, einer zum anderen, von da wieder, wie jeder andere Frau und jeder andere Mann dood für uns. Check schon, was ich sage? So musst du lernen und Sinn und checken. Du bist da rückgetroffen. Du kannst nicht, wenn du bist tot. Hij sagt es dort. Gerade so hält je dafür, dass die für den Sinn dood sind. Wenn wir uns lernen, so denken, dass ich sie für den Sinn dood. Gerade so hält je dafür, dass die für den Sinn dood sind, aber in Christus Jesus leben für Gott. Du bist von der Darb gekommen, von ohne Gott, durch Religion, durch Verdammnis für alle Menschen, but Gnade, but Glauben, but Gerechtigkeit. Und nu wohnst du in der Darb, wo du musst lernen, in deiner Stellung zu leben. Und ich habe mir einmal der zum Beispiel gebracht, dass meine Frau und ich befrieden uns 40 Jahre drei. Ich sehe jemand vollkommener Mann gewesen, sei es nicht ganz voll. Das wir lernen noch einmal befreit sein. Wir lernen einmal Lied sein. Nur wird never vollkommen worden. Sie wollen nicht mal einen Rollercoaster machen. So wird never vollkommen worden. Aber das meint nicht, dass wir nicht einmal befreit gewesen sind, das ganze Zeit. Das ist deine Stellung. Meine Stellung ist, ich sie befreit, ich sie dood zu alle anderen Frühs. Die ihre Stellung ist, sie ist befreit, sie ist dood zu alle anderen Männern. Dat is de einzige Weg, wenn ihr euch schafft. Der einzige Weg. Da findet was ihr noch mal befrieren will, wenn die dort nicht klar haben, dann bleibt allein. Wie man das klar hat, ich sie gestorben zu allen anderen Menschen. Da werden Leute Sinn nicht in jene stoffliche Körper herrschen, dass die nicht down machen, wo der Sinn gelassen wird. Dann wird es interessant, dass er sagt, die sind tot zu sein. Okay, die Leute sind terwijl die dood was nicht in die Körper herrschen. So wie man het klar houden, dat hij redt van een stelling. Hij redt van een stelling. So, laten we dit mal een beetje naar huis brengen. Du bist eerst als du in dat Darb van Zin woont. En weet je, ik wil niet zo reden dat je Jezus aangenomen. So, du woonst mal in dat Darb van Zuiden. Du woonst in dat Darb van met vrienden op Partys gaan en ganz
wollte sich zum Schwein besuchen. Aber die bist eruit getrokken. Nu kommen die Freunde. En vrouwen die was met. Was met trainen je aan de arbe. En dan zegt du nee, ik zie dood te dood. Weet je, ik zie het uit de eruit getrokken. Ik heb mijn regen gedraaid te drinken. Ik zie van dort weggetrokken. Ik woon nu in een ander land. Ik kan niet, ik zie dood. En zo, wenn de vrienden komen en vrouwen was met partyen, ik kan niet, ik zie dood. Een van de dingen, wo wir Menschen leicht fallen, dort ist, wenn wir uns was vergenommen haben, wir haben Jesus angenommen, vielleicht hat, warum sagen Sie, ich bin Zentrum gewesen, ich habe Jesus angenommen und ich sie nicht ausgedreht sozusagen, aber dann komme ich da raus und dann kommen die Freunde, Frauen, was mit. Dort, wo der Fall bei uns. Und wenn wir nicht lernen sein, ich kann nicht, ich sie dort, dann verschmäht. Du bist vielleicht ein anerprecher Mensch gewesen. Ich meine, wo immer du stehlen kannst, du stolz du. Wo immer du scheif durchdrehen kannst, das was du denkst. Aber du bist da rausgetragen. Und nu drehst du Business mit der Regierung oder wo immer du setzt vielleicht in die Office und die baut die, wenn die so und so viel Geld wird und der durchrutschen, dann wollt die das geben. Und du sagst, ich kann nicht, ich sie tot. Weil ich sie da rausgetragen. Wir müssen lernen und sind so starten anchecken. Du bist vielleicht deep in Drugs gewesen, oder sogar mit Drugs geschachert oder was immer das ist, aber du bist in der Drogenwelt sehr verwickelt. Aber du hast Jesus gefunden. Und nu kommen die Compañeros an und sagen, hey, was mit? Hier ist ein großer Deal zu mir. Und du sagst, ich kann nicht, ich sie tot. Wenn wir nicht lernen, Geschwister, dass wir sind tot zu sein, wir kommen dann never raus, never. Na, das sage ich nicht, dass es nicht ein Kampf ist, das ist eine Versuchung, aber wie man uns lernen, dass ich sie tot, ich kann nicht, ich sie tot. So, dein Computer, der steht da und du brauchst den Säuer zum Pornografie checken oder dein Phone oder was immer das ist. Und so, nu lockt die das war an, du wirst bloß einen Knopf drücken, dann ist das war durch. Aber du sagst zu dir selbst, und das ist, was wir uns selbst lernen sein, ich kann nicht, ich sie tot. Ich kann nicht, ich sie tot. Ich kann nicht mehr den Knopf drücken, wenn ich wohne nicht mehr an der Darb. Na, wir wissen, dass Gott, dass wir fallen an jemanden, diese Dinge. Und wenn du fällst, dann regt Gott seine Gnade ewig. Aber wir müssen uns lernen, in unserer Stellung zu leben. Ich kann nicht, ich sie tot. Ich sie tot zu sein. Vielleicht bist du antrüge was zu deinem eigenen Partner. Und ist die Gelegenheit war durch, und ist die Schmeichel die Früh war durch, oder was immer das ist, oder die Schmeichel der Mann. Und dann musst du lernen sein, ich kann nicht, ich sie tot. Weet je, lied, ik wens, ik kun je dit in hart aanbrengen, dat ik kan niet, ik zie dood. Dat moet die stelling worden, dat moet die aanstelling worden, want je was sicherig in Christus leven. Hij zegt, ik zie je zo wandelt im Geist, dan wil je dat niet doen, wanneer dat vlees gelassen heeft. En weet je, lied, dit is een leven wat je niet alleen kan leven. Du brauchst Gott seine Kraft. Aber du musst die lernen zu sein, ich sie dort zu dort. Und so, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, ich will mal eine Mutter fahren, dann sage ich kann nicht, ich sie dort. Ich habe eine Frau. Ich wohne nicht in dort Darb. Kann ich verstehen, was ich sage? So müssen wir lernen, über Sinn herrschen. Und so, was immer Sinn du mit verwickelt bist, vielleicht du bist gläubig, du bist in Christus, aber du hast was pleitschert in deinem Leben, vielleicht, was du wünschst, keine andere Antwort. Lehr dich mal sein, ich kann nicht, ich sie dort. Und dann lehr dich dort mit dem Heiligen Geist in der Kraft an. Frau Gott, jeder Tag, dass er dich wird leiden und er wird dir Kraft geben sein, ich kann nicht, ich sie dort. Ich fahre nicht mehr mit einer Darb. Ich habe mal gewohnt, ich wohne da nicht mehr. Ich bin da rausgetragen. Da ist ein bisschen so, ich habe hier in Mexiko gewohnt, habe hier Freunde gehabt, aber nun wohne ich in Kanada. Und die fanden mir und hey, was mit einer Cocktail? Ich kann nicht. Ich wohne in Kanada. Ich sehe da nicht mehr an dort Arbeit.
Ik wens dat wir so einfach, nicht? Dat wir bloß brücken, wo Hand tragen. Aber das, wo wir in uns denken, in uns innerlichen Mensch, mag wir uns lernen, dass ich sie dood zu sein. Ich sie gestorben mit Jesus. Ich sie abgeschont in ihr Leben. Nu lebe ich mit Jesus top. Wir wollen uns das lernen sein, amen? Und dann das lernen leben. Ich würde freuen, dass ihr abschließen. Ziemlicher Vater, Dankeschön, für dass du uns live hast. Dankeschön für uns Raten, Dankeschön für uns in der Darkness nehmen, wo wir reich sind. Wir sind vergeben, wir haben genug. Nu help uns, durch zu leben. Help uns zu lernen, dass wir sind tot zu sein. Ich kann nicht, ich sie tot. Help uns, durch zu leben. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen. Dankeschön für kommen, und dann war ich heute, sind die Dose, wenn die geben wollen. Hier ist das Prayer-Team an dem Gebetfeld. Hat einen guten Sonntag. Svåre tiden, hvis du mig tru. Du bäst min grund, en stein hvor jag står. Ein andra grund, das vilka sånt. Sagst du jag vad du versprachst, dine Läufe sag ich nicht. De grod haft höjning. Trouble me kom danach sing ich det Leut. Sagst du jag vad du versprachst. Eva en Eva, te alle tid. Gott, das du von unfangbar Ding. Don't find me floater, to give me a hang. Ich war am Presen mit meine Kraft. Sagst du, ich wo du versprachst, deine Läufe sag ich nicht. De grod haft köjning. Trouble me kom danach sing ich det Leut. Sagst du jag wo du versprachst. Vad immer må kom, vad immer passiert. Ich steh auf de Steinhaus min Taufe drin. Vad immer må kom, vad immer tot kost. Sagst du jag vad du versprachst. Vad immer må kom, vad immer passiert. Ich steh auf de Steinhaus min Taufe drin. Vad immer må kom, vad immer tot kost. Sagst du jag vad du versprachst. Sagst du jag vad du versprachst. Sagst du jag vad du versprachst. Dine Läufe sag ich nicht, dich nur auf Joinein. Trouble må kom danach sing ich det Leut. Sagst du jag vad du versprachst. Sagst du jag vad du versprachst. Dine Läufe sag ich nicht, dich nur auf Joinein. Trouble må kom danach sing ich det Leut. Sagst du jag vad du versprachst. Sagst du jag vad